aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon. Von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Das Schloss Gressenwöhr. Ein verschwundener Adelssitz in der Oberpfalz. Spurensuche in Gressenwöhr. Willkommen zu einer neuen Folge Burgenlexikon mit dem Burgenmeister. Heute möchte ich ein längst vergessenes Schloss in der Oberpfalz vorstellen. Genauer gesagt in dem kleinen Ort Gressenwöhr. Boah, wer heute hierher kommt, sieht nicht. Kein Schloss, keine Ruine, nicht einmal eine Tafel. Aber der Boden erzählt Geschichten. Denn unter dem Denkmal Nummer D36330084 verbirgt sich das verschwundene Schloss Gressenwöhr, ein fast vergessenes Kapitel regionaler Geschichte. Gressenwöhr ist heute ein Ortsteil der Stadt Vilseck im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach. Das Satellitenbild mit der Denkmaleintragung verrät uns auch die Lage des Schlosses. Heute ist es modern überbaut. Namensdeutung und Lage. Der Ortsname Gressenwöhr lässt sich vermutlich aus Grassen oder Gressen, feuchte Wiesen und Wöhr, Insel oder Landzunge ableiten. Ein Hinweis auf die ursprünglich sumpfige und von der Vils umflossene Lage. Ältere Karten zeigen deutlich, dass es sich um eine Art Insel oder Feuchtstandort handelte. Erste urkundliche Erwähnung und Erbauung. Am 4. März 1468 erhält Erhard von Steinling, Kastner zu Vilseck, vom Bamberger Bischof die Erlaubnis, ein Gut mit burglichem Bau in Grassenwerde zu errichten. Die Geburtsstunde des Schlosses Gressenwöhr. Der Bau ähnelte wohl dem heute noch erhaltenen Schloss in Sinnleiten, ebenfalls im Besitz der Steinlinger. Auf einer Karte des 16. Jahrhunderts ist Gressenwöhr zu erkennen. Das etwas hochaufragende Satteldachgebäude stellt das Schloss dar. Die übrigen Gebäude sind der Ort. Weiterhin zu erkennen ist Frauenbrunn, Drechselberg, Scheffelhof, Rauschenhof und Tiefenfurt, die alle zur Herrschaft Gressenwöhr gehörten. Die Herrschaft der Familie von Steinling. Bis Ende des 16. Jahrhunderts bleibt das Schloss in Steinlinger Hand. Erwähnenswert sind Umbauten am markanten turmartigen Schlossbau sowie die Errichtung eines Schafhofs um 1477. Es folgen mehrere Generationen. Unter anderem der streitlustige Martin von Steinling, der durch einen tödlichen Streit auffällt. 1597 muss er das hochverschuldete Gut verkaufen. Wegen eines Fuhrwegs gerät Martin von Steinling mit Hans Hasengesang so dermaßen in Streit, dass beim Handgemenge die Frau von Hans Hasengesang von Martin von Steinling erstochen wird. Interessanterweise unterbleibt aber eine Verurteilung von Martin von Steinling. Eigentümerwechsel und Niedergang. Hans Friedrich von Künzberg übernimmt das Gut. Es folgen weitere Besitzer wie die Familien von Wildenstein, von Gebsattel, Rechter, Portner, von Gahlen, von Lützelburg und schließlich von Falkenstein. Ab etwa 1730 ist Johann Philipp Bott, Forstmeister von Vilseck, Eigentümer. Mit der Familie Bott beginnt der Niedergang des Gutes. Schulden, Verkäufe und schließlich die Zerschlagung des gesamten Besitzes. Hier noch die Wappen der Familie von Künzberg links und von Gebsattel rechts. Ende des Schlosses und letzte Spuren. 1774 fällt das Schloss als erledigtes Lehen zurück an das Bistum Bamberg. Die Zerschlagung beginnt. Glück im Unglück. Es entsteht ein Grundrissplan, der das Schloss mit Kapelle, Nebengebäude und Wassergräben zeigt. Ende des 19. Jahrhunderts taucht es noch in Katasterplänen auf.
wird aber spätestens um 1900 abgerissen. Hier sehen wir den Katasterplan, also den Urkatasterplan von Gressonveur, damals auch versehentlich geschrieben. Und bei der Nummer 7 sehen wir das Schloss, das damals noch erhalten ist. Bei 8 und 9 die ehemaligen Wirtschaftsgebäude, die bereits aufgeteilt und zerschlagen sind. Das Gut und der Hammer Tiefenfurt bzw. Neuhammer. Zum Gut Gressonveur gehörte auch ein Hammerwerk, wo ursprünglich direkt am Schloss ging. Dieses ging vermutlich im Markgrafenkrieg 1552 unter. Später entsteht östlich der Frankenohe der sogenannte Neuhammer, Tiefenfurt genannt, der bis ins 17. Jahrhundert aktiv ist. Heute erinnern nur noch Flurnamen wie Mühlweiher oder Hummerweiher daran. Der Plan von 1774, ein Blick in die Vergangenheit. Ein Glücksfall für uns Burgenforscher ist der erhaltene Grundrissplan von 1774, erstellt kurz bevor das Schloss zerschlagen und verkauft wurde. Auf dieser Basis können wir heute eine detaillierte Rekonstruktion wagen. Im Jahr 1774 ließ das Bistum Bamberg nach dem Auslaufen des Bottschen Lehens das Schloss Gressonveur aufnehmen. Der Plan zeigt das zweigeschossige Hauptgebäude, eine umlaufende Mauer mit mindestens einem Eckturm, ein Gesindehaus, Stallungen, eine Kapelle, ein Nebengebäude, Wasserläufe und den Rest des Schlossweihers. Diese Zeichnung ist der Schlüssel zu unserer heutigen Rekonstruktion. Hier sehen wir nun einen Ausschnitt dieses Planes, mit 1 das Schloss, mit 2 das Nebengebäude, 3 auch nochmal ein Nebengebäude, eine Stallung, 4 die ehemalige Kapelle, bei 6 der Kanal, abgeleitet von der Vils, und 5 der ehemalige Schlossweiher, der später dann zum Garten wurde. Der Aufbau der Gesamtanlage. Der zentrale Bau ist das Schlossgebäude mit Erd- im Obergeschoss, umgeben von einer geschlossenen Umfassungsmauer. Ein markantes Tor führt hinein, eine rundliche Toranlage, architektonisch bemerkenswert. Laut späteren Urkataster hatte die Mauer 2 Türme, der Plan zeigt nur noch den südwestlichen. Im rechten oberen Bereich das Gesindehaus mit Stallungen für Pferde und Nutztiere. Unten mittig ein weiteres Gebäude, vielleicht das alte Hammerwerk mit anschließender Weide- und Gartenfläche. Im rechten unteren Planbereich liegt die Kapelle, ein sakrales Kleinod, das später verschwunden ist, aber 1979 durch den Bau einer neuen Dorfkapelle an nahezu selber Stelle wieder gewürdigt wurde. Links vom Schloss erkennt man den Rest des Schlossweihers. Ein künstlich abgeleiteter Wasserlauf zieht sich quer über das Gelände, ein Abzweig der Vils mit Brücke, Ein- und Auslaufspunkt, ein technisch ausgeklügelter Bestandteil des Wirtschaftsbetriebes. Das Erdgeschoss, Hinweise auf eine ältere Burg. Besonders spannend ist das Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Ein massiv gemauerter, nahezu quadratischer Bereich im Süden deutet auf den ältesten Teil der Anlage hin. Eine Turmburg, vermutlich ohne Einmottung, also Turmhügel, mit Wasserumwehrung. Die Bewilligung von 1468 für Erhard von Steinling könnte also einen Umbau oder Ausbau einer älteren Burg bezeichnen, nicht den Erstbau. Nach Norden hin wurde das Gebäude erweitert, vermutlich im 17. und 18. Jahrhundert, mit dünneren Mauern, einem neuen Treppenaufgang und einfachen Wirtschaftsräumen. Im Erdgeschoss selbst 2 gewölbte Wirtschaftsräume im Süden, eine große alte Schlossküche im Südosten, ein kleiner Anbau, vermutlich eine Räucherkammer, ein später beim Torrondell angebauter Backofen. Hier nun der Blick in das neu gezeichnete Erdgeschoss zur besseren Übersicht. Das erste Obergeschoss, Wohnen und Repräsentieren. Im ersten Obergeschoss zeigt sich ein ähnliches Bild wie im Erdgeschoss. Ein älterer Baukörper im Süden, ein jüngerer Anbau im Norden. Die Treppe führt zu einer großen Diele, von der aus mehrere Räume erschlossen werden. 2 Wohnzimmer mit Öfen im Süden, ein weiteres Zimmer im Osten. Im Nordwesten eine Schlossküche mit Herd und Ausguss. Ein Abbacherker ist ebenfalls erkennbar, ein wichtiges Detail zur Wohnqualität. Ein Gang führt vom südwestlichen Zimmer zur Mauer, vermutlich den Rest eines Wehrgangs.
Ein weiteres bemerkenswertes Detail: In der Diele findet sich eine Öffnung, die als alter Hocheingang der Turmburg gedeutet werden kann. Der Anbau mit Treppe war vermutlich eine Reaktion auf diese schwer zugängliche Lösung. Hier nun der Blick in das neu gezeichnete Obergeschoss mit dem ganz markanten Zugang zum Südwestturm. Das zweite Obergeschoss: Repräsentation und Gemächer. Ein Plan des zweiten Obergeschosses ist nicht überliefert, aber schriftliche Quellen sprechen von einem dreigeschossigen Schloss. Auch die Bauform einer Turmhügelburg spricht dafür. Die rekonstruierte Raumaufteilung gleicht dem ersten Obergeschoss. Im Süden ein größerer Saal, eventuell für Feste oder offizielle Empfänge. Im Norden und Osten Herrschaftsgemächer, beheizbar und gut zugänglich. Ein weiterer Abort im nördlichen Gemach ist denkbar. Zur besseren Übersicht habe ich das zweite Obergeschoss auch neu gezeichnet. Das Dachgeschoss. Die Kammern der Bediensteten. Im Dachgeschoss, ebenfalls nicht überliefert, dürften sich die Kammern der Bediensteten befunden haben. Mehrere Gauben und einfache Aufteilung kennzeichnen die Wohnbereiche für das Personal. Der Zugang erfolgte über die zentrale Treppe aus dem zweiten Obergeschoss. Hier der Blick in das neu gezeichnete Dachgeschoss. Die Umfassungsmauer, Schutz und Symbolik. Die Anlage war komplett von einer Umfassungsmauer umgeben, mit Toranlage und mindestens 2 Ecktürmen. Der südwestliche Turm zeigt in der Zeichnung einen achteckigen Fachwerkaufsatz. Ein Zugang führte vom Schloss direkt in das Turmzimmer, eventuell der Rest eines Wehrgangs, der zu einem privaten Rückzugsraum führte. Ein zweiter Turm wird im Urkataster im Nordwesten vermerkt, ist aber auf dem Plan von 1774 nicht mehr eingezeichnet. Wohl bereits abgetragen. Die rundliche Toranlage ist das markanteste Element. Sie könnte einen kleinen Zwinger beinhaltet haben, also eine Art Barbakane, eigenständige Toranlage, als gesicherten Zugang. Ein solcher Zwinger findet sich auch in einer zeitgenössischen Beschreibung. Hier nun das Rekonstruktionsmodell mit Ansicht von Norden. Auffallend sind natürlich die beiden Abordanlagen. Das Modell von Osten mit der Toranlage und dem markant angebauten Backofen, aber erst aus späterer Zeit. Auf dieser Seite sind auch die Zugänge zum Schloss gewesen. Hier die Ansicht von Süden mit dem Rundturm, der auch im Plan verzeichnet ist, mit dem Zugang aus dem ersten Obergeschoss. Hier die Ansicht von Westen mit dem Zugang aus dem ersten Obergeschoss zu dem Fachwerkaufsatz und links der nur noch im Urkataster vermerkte Rundturm. Noch einmal die merkwürdige, aber markante Toranlage im Detail. Das Fazit zum Schloss Cressenwör. Das Schloss Cressenwör existiert heute nicht mehr physisch. Keine Mauern, kein Turm, kein Tor. Doch durch den Plan von 1774, durch Quellen und durch die detaillierte Rekonstruktion lebt es weiter. Als Beispiel für eine kleine, aber komplexe Anlage zwischen Burg, Gutshof und Adelssitz. Ein typisches Beispiel für die Burgenlandschaft der Oberpfalz im Spätmittelalter, in der sich wehrhafte Architektur, wirtschaftliche Nutzung und repräsentatives Wohnen miteinander verbinden. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel, alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und folgen ist kostenlos.